Willkommen bei Dreckstarter Diskussionsrunde. Das ist die erste Kehr, wo wir das machen. Und wir begrüßen heute auch als ersten Gast an dieser Sendung, und zwar Zoe. Voilà, und dabei ist auch der Mike Orlowski. Hey. Und den Hinkel als nächstes. Hey! Gut! Ja, wir schwätzen heute über Brutalität und über Sexualisierung von Frauen an den Videospielern. Und zwar, weil vor ein paar Wochen ein Artikel war, den RTL publiziert ist, und entretemps dann auch allgemein überall weltweit mehr Artikel darüber auftauchen. Rumtrick, ja. Und Diskussionen halt ein bisschen neu gestartet hast. Genau. Das ist eine Diskussion, die immer ob Neid abgerufen wird für an den Medien. Und voilà, und meistens nicht für Leute, die selber Videospiele spielen. Ja. Und das ist das, was mehr Heimat wollte machen, nämlich als Erfahrung ein bisschen erläutern, mehr davon denken, als Videospieler, Gamer, wie auch. Okay. Ja, und wir teilen die Diskussion dann noch an zwei, für das ein bisschen mehr übersichtlich zu machen. Und als erstes schwätzen wir dann über Brutalität an den Videospielen. Voilà, genau. Und dafür haben wir auch einen kleinen Intro. Yes, Okay. Warnung. Dieses Video enthält extrem gewalttätige Szenen und ist für Jugendliche unter 18 Jahren verboten. Es ist ein Thema, das immer an unserer modernen Gesellschaft diskutiert, debattiert und kritisiert wird. Brutalität und Gewalt an Videospielen und ihre Auswirkungen auf Beholen an der realen Welt. Vielleicht sind sich sicher, dass es die Linie zwischen dem Spielen von einem gewalttätigen Spiel und einem gesteuerten aggressiven Beholen an der realen Welt. Andere sind davon überzeugt, dass Videospieler egal wie keine Rolle dabei spielen. Zugehen. Videospieler können moralische Grenzen treten, sind oft mit Gewalt und brutalen Durchstellungen gefüllt und fordern ein aggressives Spielverhalten vom Spieler. Ob das Verhalten vom Spieler sich auf sein Verhalten an der Sozietät überdrohen kann, ist bis heute weder bewiesen noch widerlegt. Als Zensur für Videospiele also ein richtiger und vielleicht sogar ein notwendiger Weg, die Kriminalität in unserer Welt zu dämpfen, oder besteht zwischen den zwei Sujets überhaupt gar keinen Zusammenhang? Bei Infect Place Games diskutieren wir über mögliche Auswirkungen und über die Notwendigkeit oder die Überflüssigkeit von einer Zensur. Gut, für uns zu fangen, froh ist da mal von erst, wie Erfahrung so ist mit Brutalität an Videospieler. Für uns zu fangen, so, wäre das dann deine Erfahrung? Ja, meine Erfahrung ist zum Beispiel The God of War. Danke nicht direkt, wenn ich an Brutalität an Videospieler denke. Ich habe sie mit Passion noch gespielt, das ist nicht das Problem. Wie du warst, da waren gerade Szenen dran, wo ihn sich da vielleicht kann vorstellen, okay, war das neidisch, wird genau so müssen laufen, hat das der Narration etwas beigebracht. Ja. Ob es dazu wird. Und ich kann mich eben an eine Szene erinnern, ich weiß nicht mehr genau, wie gerade du umgebracht wird, für Freunde auszudrücken. Ja, das ist eben den Kratos, den ihn ausschlägt. Und das auch im Moment, wo Perspektiv wechselt, das ist normalerweise Third Person, wenn der Kratos spielt, und dann wechselt es an First Person vom Opfer. Okay. Und dann drücken aber selber noch immer den Knopf, wo ihn drauf schlägt, und gesagt, dann der Personage, den selber spielt, ob ihn drauf schlagen. Ja, das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, speziell. Ja. Nee, interessant aber trotzdem. Und du hast dich dann vielleicht gefragt, also neidisch oder hast du das vorgestellt oder hast du einfach just, was du bist schockiert, dann hast du gesagt, okay, ich mache weiter. Ja, weitergemacht und absolut. Ja, ich will wissen, wie es geht. Ja, okay, klar. Nee. Ob du da vielleicht so Gedanken gemacht hast, in dem Moment, oder? Ja, also, wo ich die Spieler kaufe, wusste ich ja auch, dass es gewalthalte Spieler wären. Und ich spiele die auch gerne. Das ist gar nicht, dass ich gegen Gewalt und andere Spiele. Aber ja, wenn man ganz objektiv guckt und das probiert rational eigentlich umzugehen, dann muss ich sich aber zugestehen bei so Spielen, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Ja, bei God of War ist im Moment der Ball karikaturenhaft auch durchgestaltet. Und ja, ob es dann in dem Moment neidisch war, nicht unbedingt, dreht es ab bis zum Entertainment so bei dem Spiel. Ja. Ja, das ist dann, du musst in der gucken, wo die Balance zwischen den zwei ist, von denen ich Sache schätze. Ja, stimmt. Ja. Bei mir, was mir direkt auf Anhieb gefallen war, damals, wie ich Call of Duty gespielt habe. Modern Warfare 2, Mission, die wir bestimmt schon erkennen oder von der wir alle hören. Das war Mission von No Russian. Du warst an den Flughafen gegangen und du hast empfangen, das ist eine Attacke gemacht auf den Flughafen, ein Attentat gegangen. Und du hast ein bisschen Leute den Flughafen umbringen. Weil du hast nicht missen, als Spieler hast du nicht missen, aber natürlich war die Option da,
unschuldig und so einfach ganz gut inszeniert so gut weil Leute die hun gefahrt geschaut am Anfang Stunde da hatten sie keine Ahnung Stunde direkt eine Gruppe von Leuten und wie losgegangen als höchste Dropgeschoss dann nur Lungensaldo das Gejeitzherren du hast gesehen die krabbeln du konntest dann exekutieren du konntest wirklich schon den Kopf schießen und du war dann im Moment wo ich erste Mal okay ich war ein bisschen schockiert so gut als aufgehärteten Spieler war ich ein bisschen schockiert dass da dann ein Spiel dran ist natürlich schon auch direkt verstanden war Provokation von den Entwicklern für das drüber geschwärzt wird so ganz gut erreicht schon wohin sich dann aber fried okay also neidisch muss man selbst reklamen es konnte eine Mission die übersprungen wenn ihr wollt und an der deutschen Version war es kam so dass von der Geschosse ist war direkt rüber war Mission failed genau und nee du war aber Moment wo ich mal frag okay du warst so gut also in den bist gewinn das an den Videospiel also viele Sachen zu gesehen aber trotzdem bist schockiert weil du an der Rolle von einem Attentäter warst den quasi unschuldig anbote das war so meine Situation ja also bei mir war ganz klar ich erinnere mich noch ganz gut und dann spielt kein Nora das war Posten 2 ein Kollege hat macht spielt das mega witzig Spiel fängst du ja wie gesagt du kannst bei dem Spiel kannst du praktisch alles machen du kannst Leute die komischsterweise brutalsterweise kannst du exekutieren du kannst Gegenstand zerschlüpfen du kannst sie verbrennen du kannst ob sie pissen du kannst ihnen Kipperdele aufschneiden noch an dem Sinne den Hauptcharakter also ein Hauptcharakter so an dem Sinn hier sie möchte einfach das das witzig an dem weil die auch immer dann den Sprech kommen an den schon auch gedacht bis zu einem gewissen Moment also ganz am Anfang noch nicht und ich habe witzig fand ich von der Jung schon mal keine Gedanken über die Sache gemacht nur im Nachhinein wenn es drüber nur denkt so ja okay das wir sehen das Videospiel mehr also muss da unbedingt sehen dass du das alles kannst machen dass du doch noch so schön durchgestaltet ist dass du doch alles selber musst das Entertainment das geht nicht wird doch Spaß gemacht weil dafür das so hirnrissig dass es wirklich Spaß möchte solange kann die Französisch natürlich was einfach das Spiel so mal so das kein Spiel was du musst durchsehen ich meine der Welt gibt genauso gut aber das Spiel auch nicht durch okay interessant dafür das war der mit dem ich so richtig bewusst war also Gedanken konfrontiert war so gesehen gut PJ und denk hast du schon kleine Munds ziemlich alles gespielt also ich weiß eng von den ältesten Erinnerungen und abs brutale so ein Spiel aus für Newcomb wo ich mich erinnern wo ich aber muss so ich weiß noch dat lange Erziehung leid oder so kleine Munst du nie wirklich schon nie so schlimm fand weil das für mich halt keine Realität war das war ein Spiel das war haut das gesehen Spieler bisschen mehr realistisch aus wie dem natürlich ein zu Fleisch zum für Jungkleid mich schwer dann kloren Schnitt zu machen stehen zwei Sachen auch du mein da war viel Erziehung Dämmfeld allgemein war ausmischt wie du darauf reagiert also für mich war das schon am Leben nach nie ein Mensch bis gewollt wo noch nicht geschlossen auf die Bahn weil statt für mich war das immer klar dass das halt du kannst das gut differenzieren an zum wartet May unrealistisch war weil doch nach mir einfach war für da zu trennen also schwingen wie mutiert Schwein also fand ich soll auch brutal sind voilà, mehr schon aber nie bei irgendeinem Spiel gefiel gehabt also doch schon Platz weil es gefiel gehabt geht man zu weit für Menge persönlich Erstellung dazu bon, ich kann das halt einer Grenz froh haut Asio so Grenz soll ihn machen oder soll ihn darüber wasch gucken also das Spiel das virtuell an können dann alle erschieden oder mal gucken also vielleicht aber potenziell gefährlich für als Gesellschaft so und, weil darum es geht also Gio wirklich Spieler die darüber aussehen so wenn die Mission bei Call of Duty zu schockieren und zu provozieren natürlich die wollen noch sie vermarkten sich auch an sie wollen auch dass darüber geschwärzt wird als schockant das ist eben das was meint der dann geht Abfluss davon
geht ein Gefo davon aus ich mein, Lummel aufgesehen von jungen Spielern Lummel aufgesehen von Kanner die jetzt spielen weil es gibt die Altersbegrenzung da kommen wir vielleicht nur nach mehr Lummel für eine Altersbegrenzung auch richtig anhält also trotzdem nach gefährlich wird denken so die echt vorwusste gesagt hast hörte der Abfluss ob ihn ja ich denke dass es ihn gut nicht beeinflusst das nicht der Fall weil das jemand alte Medien die Hunde auch eine Funktion an der Sozialisierung an ja das ja wie andere Medien auch an die Filme Zeitschriften ja, allein Werbungen geht schon durch du gehst auch gewissen schnell so Pseudo-Standards präsentiert wo dann zum Beispiel Jugendliche oft dann probieren du das auch zu erreichen oder so ausgesehen oder sich so zu beholen die nämlich Ziele nur gehen an ja ich denke das schon relativ komplex weil das nicht dass ja in einem Kontext kannst das stark kontextualisiert wir leben in der Gesellschaft die Videospielindustrie also Teil von der Gesellschaft und ich denke schon dass diese gewisse Grad den Abfluss auf Leute hält ob die unbedingt negativ was am Sinn von den du und die Spiel gewalthalte Spieler oder der tut Spiel gewalthalte Spieler die geht aggressiv durch nee also das mehr komplex wie dazu ja genau mir war so also ich war doch rasch an Abfluss ich denke noch dass doch viel auch mit Dinge Erzählung noch daheim und auch von der Salve aus weil also Charakter stärkt und du das geht ja nicht mehr von der Erzählung aus das doch schon mit der Salve du kannst sehen dass schon Abfluss ob dich mit die gehen solcher Leute die kriegen das alles ganz gut differenziert die sitzen daheim so spielen was wir so die brutalste Spieler die verrückte Sache kannst man aber die sind dabei sind die beste Kollegen was du hörst die nie eigentlich gegen machen so für Serie Auto so zerklappt okay sie sagen nicht wie die blöd sie sind einfach sie kriegen das differenziert mir werde schon mal aber auch an zu denken dass das Videospieler waren sowieso schon ein bisschen aufheilig Spaß einfach aufheilig da kann nicht Fleisch die Drops sind die dazu beiträgt dass sie schon eskaliert dass es nicht nimmen davon ausgeht das klar das nicht du spielst du im Counter-Strike und da gehst du nachschießen mit kann in einer Umstand wie gesagt wenn du bist mehr susceptibel was kann Fleisch aber Drops sind die das ganz bisschen also der muss ich widerspreche ich meine nämlich also das ist meine Meinung wann ein so Spieler spielt okay es gibt ein gewissen wie das wäre das zu machen in zu erschießen zum Beispiel es ja immer besser das heißt, werden sie noch immer war fackelt mehr du kriegst gewissen virtuell gefiel fängt Waff okay du lernst Rechtstoß kennen wie sich noch alles wie das von Blut dann Mauerspritz mehr ich meine du kannst auch immer differenzieren zwischen virtuell ich meine Schiedverein kann differenzieren zwischen einer virtueller Simulation an dem richtigen Leben ich meine du wirst schon du hast vielleicht mit dann gebe ich so und dann hast nicht Spiel Trips die sich dazu bringt das zu machen ich meine dann hast du sowieso schon an der dran das zu machen und dann hast das Spiel hin oder hier ob just vielleicht ein Richtungsweis wusste west ausflippst von du weißt okay ist schon ein Waff und ich weiß ungefähr wie geht da brauchst du das Spiel nicht wenn du das willst wenn du das viel willst weil du hast da am Kopf mental du hast irgendwo ein Problem an spielt doch keine Rolle Menge ich meine so dass auch viele das oft echt sowas dass ein brutal spielen echt dann ein Ventil aus für die Aggressionen die man ja aber alle als Menschen halt aber trotzdem anders vielleicht dann so rauslassen andere gehen Boxen oder bis und andere Hobby wo sie da dann irgendwie rauslosen ich meine aber auch nicht so also natürlich das immer schwer zu so weil kannst du nicht du kannst ja gleichzeitig auch nicht so ein den das Spiel gespielt du aus die aggressive Aktion gemacht während dann in anderen du Spiel nicht gespielt wurde doch gemacht wird war schlussendlich der Grund gewirrscht das kannst du dann nicht definieren unbedingt du hast interessant gesagt nämlich dass eben die Aggression an sich schuld für mich als auch so dass die Spieler mich beruhigen ich weiß nicht wie ich das so du kannst nur denken lange da du es geschafft du warst ein bisschen abgedreht was nervös und das ein relaxierend wirken ob mich ich weiß das für mich wenn ich viel im Toren hin und ich jetzt bestimmt spielen zum Beispiel spiele ich so einfach als gut Beispiele Shooter spielen
Call of Duty so ich sind einfach gefordert an dem Spiel ich sind sie gefordert sie sind Strategie ich denke drüber no visuell ich gucke alles ich muss schnell Reflexe und alles von mir ist gefordert und du denke ich wird mein Alltag no und schon einer Stunde zum Beispiel kein Lustspiel da sind ich ruhig weil ich dann einen kleinen Pause gemacht und das wie andere Leute zum Beispiel Sport machen und nur mitziehen und nur bis mir relaxiert sind würde doch mich ein bisschen auch so entwickeln für mich ist das so also ich ging lo von der Schule von der Arbeit von der Uni irgendein Beschäftigung im Alltag den halt nur geht gegen hinkommen das von der Stunde Spiele geheim dass sie mich wenn ich mich gegen hin sitzen und ein Buch lesen oder einen Film gucken weil da sind auch just Narrationen Geschichten zu einem größten Teil wohin sich der kann verleieren dann für im Alltag flüchten mehr oder genau an wie man für Druck so tun wann in die Prädisposition wann in die Prädispositionen für aggressiv verhalten hört sind nicht unbedingt persönlich überzeugt dass so gewalthalte Spieler die Lastrip sind die ihnen dann fast nie Überlaufe bringen ich denke du können noch andere Sachen auslesen sehen ja klar das nicht dass dem Medium spezifisch Leute zu Aggressivität treibt Leute aggressiv möchte nicht schon für waren das vertraut an der Presse warum gerne gemacht das ist zum Beispiel wie den Demos zu Erfurt ich weiß nicht mehr wer war der junge Samoklav und Presse hat die in Counter-Strike gespielt was gestimmt hat Mensch hat nur gelesen dass das Counter-Strike selber war das war Shooterballfall und guten natürlichem Videospielgesellschaft Industriegruten natürlichem Vierwurf gemacht voilà du hast man nicht gespielt also wird nicht gemacht was natürlich total gut zusammenhängt schwingen der Junge hat andere Sachen am Kopf und spengen einfach nicht das Videospieler die Stutzer bringen selbst zu machen war auch all die Etüden die gemacht gehen können ja auch just Korrelation zwischen aggressive Spieler an aggressiven Verhalten nicht direkt Verursachung voilà, du kannst natürlich auch all die Etüde gucken also wer tun die Leute nach alles gemeinsam sind alle gute Kaffee getrunken oder so du gehst ja aber noch nicht hin und siehst dass du im Kaffee sind schuld voilà, du war auch das Statement wie unser Studio gemacht an der Villanova Universität eben geguckt sind Kriminalitätsrot an einem Gewaltdelikt und sie geguckt statistisch Berichte darüber guckt Mam Zusammenhang von Veröffentlichung von großen gewalttätige Spieler und witzigerweise hast du den Herr Professor Markey zum Entschluss kommen nur Jahren von Recherchen gemerkt okay das gibt keinen Zusammenhang nur dem sie ein Spiel Gewalttätigspiel veröffentlicht auf sind Kriminalität also Gewaltdelikt also Gerufgegangen was natürlich seht doch selber das ich will nur nicht so das Videospiel das Welt verbessern kommt den jahrelangen Recherchen keinen Zusammenhang entdecken zu dass Menschen mehr kriminell gewalttätig gehen nur im Spiel von den Spielen aber das eine Tüte natürlich wir wissen all wie fern Apps zu so hin aber zum Beispiel durchgesucht ja uns in höchst den Amokles und du findest nur 30 spielt Videospieler an einer Generation wo 2 von 3 Leute Videospieler spielen nur von dem Alter dann höchst du genau gemacht wie uns geguckt ob Strümpfen das los hin wo das seht dann hier seht eben nur Sänger Etüd und war auch nicht die ähnliche Etüd die genau das gemacht hat nämlich Bericht von der Polizei geguckt man Zusammenhang von Veröffentlichung von Spieler mehr hin eben man da wollte so hin interessiert sich auch nicht großartig für Spieler so, ich gucke just ob der ein Potenzial ob der Produkt ein Potenzial Vorfährtsgesellschaft das an nur sagen mein Schluss dass du so Grundtreibe passiert zu wir müsste gucken dass man anerwärts nur dem Problem von Kriminalität an Gewalt an der Gesellschaft gucken wie Videospielmühen begrenzte Ressourcen für Recherchen zu machen und du soll keine Recherchen soll keine Ressource verschwenden und etwas was Sänger nur also Sänger Etüden okay Zusammenhang hört kennt den anderen Mängel also leider und andere Mängel Sänger nur sieht leider nur Armut Chance Gleichheit und so Sachen provozieren Kriminalität und Aggressionen also nicht nehmen mehr dass eben Videospieler Sänger nur kein Zusammenhang viel Faktoren zu summen schwingen mit das halt doch mir einfach für Medien für
Sensationsartikeln zu machen, über dann Videospieler zum Beispiel wie los sich dem Thema unzuhören, wo könnt dann überhaupt hat hier an der Gesellschaft, also ein bisschen gewalttätig gehört dann so. Ja, das ist einfach. Das ist auch einfach Zielscheibe. Voilà. Das ist ein relativ junge Medium im Vergleich zu den anderen Medien, Ja. die die Leute konsumieren. Und das ist noch einfach, dem Medium anzugreifen, weil die Community vielleicht einfach noch nicht so groß ist. Und dann nicht so viel darüber gewusst ist und die Leute nicht viel wissen und dann echt auf Fährte, wenn ihr so Sachen seht. Das ist aber ein bisschen mit dem Medien schaffen. Das war auf jeden Fall auch, wie du siehst, Leute, die nicht verstehen, die würden die verurteilen doch lieber, wie sich da mal also hinzusetzen. Natürlich von Leute, die für ich soll mal über 50 für die sind Videospieler kommen mit der Zeit. Am Anfang waren ein Kanner-Sache, heutzutage wissen wir, okay, jetzt sind sogar viele über 30, über 40, die noch gerne Videospieler, also Medien wie alle anderen auch, also die Medien wie alle anderen auch. Ja, aber ja, noch über 3 Jahre. Ja, voilà, also du gesagt, ja, das wie viel man guckt, das ist auch schon eine Riesenindustrie, das ist eine Milliarden-Dollar-Industrie mittlerweile. Und so viel die riesige Blockbuster ja, Destiny 500 Millionen. das ist natürlich falsch dann Marketing Marketing, ja, mit der Industrie, sie sind davon ausgegangen, dass es schlimm ist. Ja, voilà. Also das ist schon Wahnsinn. Ich meine eben, gerade dass dann die Eler, die das nicht modelliert tun oder sich nicht also nie gesagt tun oder keinen Spaß drauf haben, sind ganz einfach ein bisschen hart, dass die keinen Spaß drauf haben, dass die dann Menschen sind gern so, fand ich, sie verurteilen immer gerne lieber, wie dass sie dann irgendwie probieren matt zu denken oder ihre Blickwinkel zu ändern. Und Presse natürlich sind dann direkt vorbei, sie sollen direkt da sitzen und wie viele Leute sollen dann matt stoppen. Ja. Was doch interessant ist bei so Etüden, ist, dass ja auch oft Leute in der Sicht gehen. Das klingt ein bisschen krass, ja, das ist die zu Deals auch nicht Videospieler spielen in ihrer Freizeit. Ja. Du musst da wirklich gucken an der Methodologie von den Etüden, haben sie eine Kontrollgruppe geholt. Gegenüber gesagt von Leuten, die wirklich schon jahrelang oder wenigstens per Moment brutal Videospieler spielen. Ja. Geht das gemacht? Ich weiß es nicht. Wäre interessant zu gucken bei Leuten wie Lo Eis, die schon gut über 10 Jahre, aber nicht 15 Jahre mehr, Videospieler spielen, ob das bei Eis dann auch Aggressivität dafür bringt, Spieler oder nicht, weil du gehst das angeht, wieso nicht, von wem sie gemacht wird oder du nun, mir du aus bewiesen, bewiesen gehen, dass eigentlich die Leute, die getestet sind, die schon lang spielen, brutal Spieler spielen. Von der brutal spielen, dass die du nur mit Frustrationsproblemen besser umgehen, am Männer aggressiv verhalten aufweisen, wie die nicht Videospieler spielen. Und die du mehr eine große Toleranzgrenze entwickelt. Ja, das kann ich nur nicht direkt so, das sind aber interessant Sachen, die ich kann weiter recherchieren. Ja, das ist interessant. Wie sie vor wie lange Zeit einfach gehen. Das ist eben ja, genau. Wenn du da dann keine über 10, 15, 20 Jahre, also wirklich eine ganze Recherche drüber muss. Ja, das ist eben der größte Problem, was eben gerade die Etüden bis lo konnten noch nicht lange Zeit getestet, weil eben 24 Jahre waren noch Tetris und noch bis Mimi, das noch nicht so lange Zeit. Die so sagt, wie gesagt, gibt da genauso viel, die das beweisen, dass es aggressiv Verhalten dafür bringt, wie die beweisen, dass es kein aggressiv Verhalten dafür bringt. Und wie drin hat man jetzt, es gibt eine interessante Studie, die sie gedacht, okay, sie hat Anti-Social Games genannt, die brutal spielen. Was dann zu Anti-Social Behavior fährt. Und was geschieht da, wenn Leute Pro-Social Spieler spielen? Wo sie da Gutes machen oder die Spieler, wo dann eine kleine Zoo abbaut und gucken, dass es denen gut geht und so. Und hatten sie eben eine Gruppe, die Pro-Social Games gespielt hat, eine Gruppe, die Anti-Social Games gespielt hat. Und sie hatten dann alle einen Rechercheassistent am Raum. Und den hat dann zufällig eine Big-Falle gelöst. So im Sinne von, hoppla. Okay. So ein Gegend, von dem die gerade gespielt hat. Und dann haben sie probiert zu gucken, okay, die Pro-Social Games am Gange waren zu spielen, war für die mehr wahrscheinlich, aufzustehen und die Big abzuraffen und zurückzugehen. Diana. Und da ist auch nicht conclusive rauskommen. Also, dass die anderen genauso oft die Big abgehoben, wie das sie nicht abgehoben haben. Ja, das ist auch wie die Studie, wo wir gesagt haben, den Artikel, von dem wir ja ausgegangen sind. Ja. Du hast Methodologie auch speziell, aber am Big ist ja auch speziell, du kannst darüber streiten, aus der du empirisch gesehen. Ja. Es gibt auch Leute, die einfach nicht machen, egal. Da ging mich interessieren. Wenn sie die Big wie du schon noch oder nicht? Überhaupt einfach, dann kennst du und einfach am Schluss noch Preis darf und was du bist. Ja. Genau. Das ist eine persönliche Aufstellung einfach, dass du in dem Sinne dann nicht noch spielst. Und heute war eben auch so bei der Studie, das war ich weiß nicht genau, du mit
Hot Source zu dienen, im Sinne von Hot Source Paradigma, irgendwie in die Richtung. Du haben sie dann gleich Spiele gedoen und du noch verschiedene Tasten, seit du Pur-Taste. Und ein davon war, dass du müssen sehen, für eine andere Person für zu bereden. Und war drückiert, also dass immer dabei rauskommt, dass ich nicht für einen anderen einen Plan präparieren, der scharf soll sehen und die andere Person hat das schafft ihr aber nicht gerne. Okay. Und dann haben sie eben aggressiv verhalten, du gemusst, wie viel schaffst du in den Aber dran möchtest. Das ist ein bisschen dieser Diskussion zu den Leuten geguckt. Ja. Voilà. Was interessant, dass mir schon stand, hast du geguckt gehen oder wäre nicht interessant von nicht, du zu gucken, ja die Leute für drin, ohne das Spiel zu spielen. Ja. Du sind da vielleicht dabei, die auch da so, hey. Ja, das ist schwierig in den Tüten. Ja, das ist auch der Grund, wieso die 230 Akademiker op eine Brief geschrieben haben für die Etude vom American Psychological Association zu kritisieren, weil wann die gemacht haben die Etude, dass sie haben alle Leute die Etüden diese Foto von den letzten 15 Jahren geguckt und probiert eben zu gucken, wo sind da Gemeinsamkeiten. Und du hast dann die Akademiker schon gesagt, da fängt schon an, dass all die Etüden unterschiedliche Art und Weise gehabt, wie sie durchgeführt sind, die für die man den zu vergleichen, das ist schon nicht gerade so die wissenschaftlichste Methode. Ja. Und da liegt halt auch das Problem. Ich meine, eine Diskussion über die Sachen ist immer gut und wichtig in unserer Gesellschaft. Das ist immer schön, dass immer probiert wird. Die eine Seite will unbedingt probieren zu weisen, das mich aggressiv, die andere Seite will unbedingt weisen, nee, mich nicht aggressiv. Und voilà, ja. Natürlich schon aggressiv Spieler den Abfluss wie alles, wobei es hier einen Abfluss hört, was du gesagt hast, aber oft also just temporär. Und weil er für den Rest von scheint viel von over 4 Jahre zu passen. Natürlich, wenn es nach der Entwicklung passt, jung passt, dann kann alles, was du gesagt hast, einen ganz anderen Abfluss, ob du schon wie als Erwachsenen, wo die Persönlichkeit schon eine muss feststehen. Ja, also. Eben. Der größte Kritikpunkt bei Videospielen ist ja am Anfang, dass der aktiv und der Gewalt matt ist. Ja. Wie von Filmen, weil es auch genauso viel brutal Filme, genauso viel brutal Bücher. Am allgemeinen Kunst kann brutal sein, aber bei Spielen ist eben der größte Kritikpunkt, du drückst das Knöpfchen für ihn Ruf zu hauen oder hin zu erschießen. Was dann aber Buchfleisch nicht auf eine Art und Weise mehr effektiv daran, weil ein Spiel, wo du spielst, für den prädisposierten Weh, wo du drückst ein Knöpfchen und geschieht. Wenn du ein Buch liest, wo du als Dinger wie vielleicht darin vorstellst, dann hast du vielleicht mehr stark, weil du einfach mehr durch dafür hast, also mehr das gesagt ist, ein Ding im Kopf wie nee, ich das einfach verlangt. Also ich schon gelesen. Okay, also das ist nicht von mehr, das ist so das Problem bei den Sachen bei visueller Gewalt ist der Gesetz, also eben dass der hier sich, wenn du liest oder wenn du selbst vorstellst oder selbst gezählt kriegst, wie auch immer, dann stellst du dir das so weit vor, wie du es verdrehst. Das heißt, der hier beschützt dich sozusagen, beschützt dich selber, wenn du da verloren sagst, gewisse kriegst, da kann es sein, dass dein Horizont auf eine andere Weise erweitert wird. Das nicht hast sollen, zum Beispiel, dass wenn du das trifft auf alles zu in einem Videospieler, egal wie schockierend die Bilder sind, der hier, wenn du davon gezählt hast, hätte sich das wahrscheinlich dann nicht so schlimm vorgestellt, weil sich ja selber will beschützen, aber wenn du da gesagt hast, du kannst dann den Schock an Spiel, wo du das ist, du hast dann den Horizont erweitert gehen auf einem Platz, wo das niemand von selber gemacht hat. Wobei, kann ich bemerken bei Büchern, weil ich fand das Argument immens interessant. Wenn du guckst, zum Beispiel die Leute des jungen Werte an der Romantik, die haben auch eine ganze Welt von Selbstmorde provoziert. Buch, da wird gar nicht Genre Medium wie Filme und Videospieler, wo ein Videospieler ja den Active Consumer ist, par rapport zu Büchern, wo ein der Passive Consumer ist. Und das ist eben allgemein das Problem, die Medien, die haben immer einen Abfluss, egal in welcher Form. Ja, klar, heißt die Bilder, wenn die Sache gewisse kriegt, also ja, meine Meinung persönlich, wichtig, dass in die Rating-System zu gut. Aber das ist aber nicht so, ja, Videospiele haben viel mehr großen Impact wie Bücher. Weil ich gesagt habe, es ging historisch Momente, wo das nicht der Fall war. Genauso Folgen hat an der Gesellschaft wie mit Videospielen. Ja. Ja, ganz überrascht, man. sind so viele Aspekte und der ganzen Diskussion, das ist wirklich schwer, da auch kurz zu fassen. Aber ganz interessant ist zugeschwarte über die Rating-System, der Tisch, dass der Altersbegrenzungen hört.
da das nämlich das Problem, wenn ich lese in der Presse, oh, die sind gefährlich an einen do, da freuen sich immer, haben die Spieler für jeden zugänglich, weil es ist theoretisch, und wir wissen alle praktisch, dass das nicht der Fall sind sie nicht für jeden zugänglich. Spieler wie Hatred, wo in muss amok laufen oder Call of Duty sind sich am Alter begrenzt. Das heißt, wir gesehen heißt 16, okay, Call of Duty ist Peggy 16 und drinnen sollte kein spielen und das hat seinen Grund. Das heißt, das ist eine Organisation, die da noch guckt und schätzt, ob wir in Alter das abwägen, Alter das so gespielt wird. Das Problem ist, es geht nicht angehauen. Und bei so Berichten in der Zeitung oder wo auch immer in der Presse hat ihnen immer das Gefühl, sie ignorieren, wie wenn das nicht existiert, wie wenn das Spiel da, was Leute hier gespielt wird, für jeden zugänglich wäre. Und das ist ja gar nicht der Fall. Ja, aber du hörst ja aber effektiv, dass alle die Spieler bis auf die, wo du Informateur bis auf die sie am Anfang auch kannst einfach an der Boutique gehen, also du hältst das, die Boutiker, die trennen aktiv, also die R-rated Spieler an M-rated, die trennen so aktiv von den anderen, musst du auch schüchtern racken, wenn du zum Beispiel den Identität weißt, oder wann kann man bei dem Fall von den Eltern da Kaffee gehen, das auch immer Fall, als Medianer du kontrolliert kennen, weißt du gehst als 13-Jähriger willst du Call of Duty spielen oder klassisches Beispiel, gehst du in Boutique, du hältst dein Spiel, du gehst an Käse, bezahlst den 40 Euro und dann gehst du hin und du spielst, weißt du, weil kontrolliert einfach keinen, obwohl du sollst auch vielleicht auch schwer von denen die verkaufen dadurch zu ich zweifle nicht darum, dass Geschäfte gehen die darüber passen. Das Problem ist eben, dass du trotzdem nach irgendwie drohen kannst. Mir das immer schwierig, so eine Konsumentenschaft, wenn ich so will nennen, zu kontrollieren. Problem ist, wann ein Individuum will selbst kommen, dann fanden die Menschen auch weh. Also ich persönlich, und ich denke, die auch wisst viel Fall von Kanner, die noch nicht richtig jugendliche sind, immer Alter 8 bis 10, die dort Sachen wie Call of Duty spielen oder auch Spieler wie Hatred aber kommen. Und wo die Älteren auch du Bescheid wissen. Und du hast es dann echt, da weiß ich so unkadriert sind. Wir sind auch beim Kontakt, den sozial, kulturell, also für uns. Wo ihn da guckt, weil ich schon zum Beispiel auch, wo ich jung war, ich schon noch früher gefangen, wie ich da rein habe. Und das Alter wusste ich auch Bescheid. Also mega Alter wusste Bescheid, aber mir, weil er dafür den Papa hat auch gespielt. Zu einem Zeitpunkt gefangen. Und ihn hat auch mit mir zusammen gespielt und ist ihn auch kadriert gegeben. Hat mir erst drüber geschwärzt. Wenn ich es gesehen habe, bei Tomb Raider, weil du vielleicht haut du das soft. Das war nicht so gerade wie, ja. Du hast dann drüber geschwärzt und ich denke, da das auch wichtig, über das zu schwatzen und nicht direkt die eine Extremseite anzuwählen, an Diana mir wirklich zu diskutieren, dass jeder seinen eigenen Standpunkt kann. Ja, definitiv. Das ist vielleicht, du warst wann also ich bin noch immer der Meinung, dass ihn nicht so beeinflussbar ist, dass das kann Ausleser sind zu einer praktischer Gewalt. Ja, also ich meine, wann Mäßig geht do wäre, dann leidet auch wahrscheinlich noch immer Hexen so eine mangelnde Kommunikation, wie sie sehen, zwischen Eltern und Kindern, wann der Lohen spielt, den nicht hat soll spielen. Und da das vielleicht etwas, worum es heute ist, das aber mangelt. Wie das Videospieler noch immer ein bisschen so den und ich spiele Videospieler, ich meine, mir den doch selber sieht, den gerne Videospieler spielt, von denen das an der Raum, die waren für so vor allem so und sind immer für die Schmutzle, das man doch klein kann. Das ist ja aber nicht der Fall. Auf alle Fall, dass er dann aber guckt, vielleicht mangelt eine Erklärung, aber vielleicht muss das ein bisschen mehr Goal gehen. Für allem an der Schulen vielleicht, dass er du vielleicht ein bisschen mehr, und da kann er darüber schwätzen. Ja, abklärt und auch rausfindet, was für einen Input sie hat, ein bisschen und was das bei ihnen auslöst einfach. Und muss ich auch immer respektieren, dass nicht alle Videospieler so sind. Nee, auch die Crastation-Dealer wie du Journey, was mehr ein Gedicht aus, wie ein brutales Spiel. Und es gibt auch Spieler, wo Gewalt dran ist, wie The Last of Us. Das ist ja nicht ein typisches Shooter-Spiel oder selbst. Das ist ja nicht an dem Genre, mit das Gewalt dran. Da schießt die Leute, die nur gegrafen, so. Die Zombie-like. Die hörte das ja aber alle schon einen gewissen Grad an Brutalität und Aggressivität, Gewalt. Aber du fandest zum Beispiel bei dem Spiel interessant, dass sie die Gewalt auch thematisieren am Spiel. So Sachen sind auch immer interessant. Ne? Das wie Personagen noch reagieren. Das ja auch dauert ja ewig, bis alle dann eine Waffe an den Kopf gekriegt haben. Und wann hat dann die erste Kehr aufträgt, da könnt ihr dann auch diskutieren unter den Personagen. Und so Spieler fand ich noch interessant, weil du die Diskussionen eigentlich dann zu einem gewissen Grad feiert, die mir ja auch noch gerade feiert. Das fand ich dann... Das fand ich ganz flott. Also so Spiele gehen nicht auch. Ja, mit auch schon andere. Also es gibt noch verschiedene Approchen und Gewalt an den Videospielen. Die
ich soll nicht verherrlichen Medien die engmann eben aus der Perspektive von dem den sie praktiziert und die anderen waren eben ein bisschen so den Anti-Gewalt-Gewaltspiel also wo dramatisch aus von den das einen realistischen realistisch Vue von der Gewalt an dem Abfluss von der Gewalt an der anderen das eventuell mir cartoonisches wusste nicht darüber nur denkst weil nicht vergleichbar aus mit dieser Welt Super Mario genau das Super Mario du verbrennst Schildkröte du denkst doch nicht drüber nur dass natürlich eventuell ganz junger Kind eventuell auch du durch dafür fand just wie gesagt dann halt wichtig dass wie du siehst ein Enkadrement du hast also ich denke auch ist auch dafür dass kann er keinen Zugang zu brutale Spieler hun ich muss aber auch so auch wenn ich möchte daran gucken schon halt doch vor kleinen Munds Zugang zu brutale Spieler gehabt und noch brutal Filme aber mehr wird das gewandern schon nach dazu geführt dass ich haut nicht so gerne so Sachen ich gucke nicht die Mens gerne also brutal Filme zum Beispiel just von echt cartoonisch Brutalität ist also so Starship Troopers Film also ultra brutal du kannst echt darüber lachen und so ich gucke aber ich gebe aber nicht gerne so Film wie da gucken den so brutal aus an einem realistischen Szenario aber später als selbst das ist auch also dem no way wenn du guckt brutal Spieler Realität ist sind oft mehr schockiert wenn ich Lucian anmachen oder so voilà. Channel weil den du gesagt wie wenn ich brutal Videospiel spiele das ist ganz anders dass mir das aber Realität wo die Sache sind und du musst ja gar nicht auferstanden sind mit Wertvorstellungen oder moralischen Decisionen die du an Videospiele porträtiert das fängt das einer Welt und du weißt dann noch für dich das geschieht Schluss an dem Kader wenn ich da ausmache dann ist fertig kann auch von der Person natürlich Majorität wo ich schon so und denke schon dass die das gut und adäquat verschaffen können das ist auch ein anderer Aspekt den oft gesagt wird, dass der eventuell als desensibilisiert für Gewalt. Ja, ich denke nur einer da weiß schon, aber anderem just also für mich Fall für die Fiktivgewalt. Also es gibt Sachen, die mich vielleicht früher mehr schockiert hätten, wenn ich Gewalt gesehen wie Haut, mehr wie du siehst, wenn ich rote Fernsehen machen, dann ich gesehen die echt Gewalt an dieser Welt und so weiter. Also das schockiert mich schon nicht aufgefehlt viel mehr wie verschiedene Leute, die ich kenne, die gut kein so Spieler spielen und so weiter, für die das mehr auf. Das ist etwas was ich für also ich informiere mich gerne über die Welt und ich gucke noch ein zu sagen die nicht bei einem am Fernsehen kommen wo es dann findest und wann ich dann aber etwas Reales gesehen als Beispiel vielleicht was Schiedfrei kennt aus dem Paris und Charlie Hebdo wo der Polizist erschossen ging also ich meine da waren viele Leute open night also da war viele Leute schockiert das ist einfach Realität das Bereiche das ganz klar bei mehrmal also ich meine noch bei den Menschen Leute sind schon überzeugt getrennt das ist einfach das nicht weil ich schon mein Leben lang Videospieler spielen an Leute oder an Scheiße weil sich das na sage ich gesehen die nicht als Leute ich gesehen voilà auch von der Stadt schon mein Leben lang man das Bild als ob knache schockant weil das ist Realität das ist eine Trennung und die ist da und das ist etwas was mich immer aufregt dass ich will nicht so ein Politiker ich will immer empfangen ob die Weisen mehr das Leid so das Leid für so beeinflussbar gehalten gehen und das fand ich immer immer ein bisschen frisch zu sagen ja der das gefährlich weil der sieht auch gut beeinflussbar mit das ja der Punkt das halt mir einfach für den Punkt picken zu gehen für die Leute Gedanken zu machen für was wirklich dann Desensibilisierung du hast von Gewalt und so voilà. Ja, du sagst leid du auch wahrscheinlich nicht bei den Videospielern die Leute viel mit an der Gesellschaft wo besser wäre über die Sachen also ich fand immens dass sie nie über die Sachen diskutiert ich fand ganz gut dass es zur Seite ging weil ich fand wichtig dass diskutiert wird du müssen aber auch gucken andere Faktoren eben an dem Kontext an ich meine voll dass das Videospiel niemals kennt den Ausleser per se sind also okay voll also das ist für mich unrealistisch zu denken dass ich den kann du so beeinflusst ziehen den das dann reis machen geht aber an natürlich am Kader von der Altersbeschränkung ich will nicht so viel schwätzen dass also trotzdem bin ich ein bisschen davon überzeugt mehr ich meine trotzdem auch nicht dass er klein kann
so mit Alter zwischen 6 und 10 davon so beeinflussbar wäre, dass es dann nicht kann unterschieden zwischen dem und der Realität. Nicht, wenn Das sein geht Umfeld, nicht, also- in das was nicht dann auch an die Richtung geht, weißt du, wenn nicht daheim auch Brutalität herrscht oder so, Ja. dann denke ich auch, wie gesagt, ich will mich dann auch immer als Beispiel, ich schon halt nie Gewalt angewendet an meinem Leben, trotz all der Gewalt, die ich als Spieler angewendet habe, von kleinen Munden. Ich weiß, mein Mann zum Beispiel, war sogar, weißt du, war das also, mein Mann, die wollte nie, dass ich natürlich nicht, dass ich brutal spiele, für sie war schon Star Fox. Ich spiele, war dann Tierrangloch, den Zeugesperrt verheinst du, wie sich die Schlüssel dafür fand. Voilà, ich hatte doch da aber die Chance gegeben, so also mein Papa zum Beispiel hat auch gespielt, also nicht, ich gebe ihn nicht als Gamer bezeichnen, aber am Computer hauptsächlich so Point-and-Click-Spieler, Rätselspieler, und ich dann mit ihm meinst du, ich neben drin ganz nett, um ihm nur zu gucken und so. Dann haben wir doch viel mit mir immer geschwärzt und ich weiß nicht, ob man viele müssen darüber schwätzen, ich meine, bei mir war das schon ein bisschen automatisch, dass ich halt nicht, also ich habe frei gemerkt, dass ich nicht das spielen und dann denke, ach, das kann ich auch machen. Ja. Das ist auch etwas, wo ich mir denke, vielleicht ist es eben gerade, wo man Leute was verboten oder zensieren schwätzen. Das ist eben gerade, wenn du ein Spiel halt wie GTA, du warst in einer offenen Welt, die Welt ist durchgestaltet wie die noch richtig Welt, so gut wie möglich ist so gut, Leute spazieren rundherum, du kannst auf Wege und in den Box. Ja. Und das wie Schläng war zum Beispiel, okay, das nicht so gut aus wie Haut, aber das war witzig. Ja. Du konntest einfach etwas machen, was in der Realität darfst man und niemals ging's machen. Und das war einfach, das ist auch etwas, wenn du das lo wäschelst, frisst, was geschieht dann, weil am Anfang ist das ja ein bisschen so, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, ein Ventil, also vielleicht das falsche Wort, aber du gehst einfach hin, das ist real und dafür kannst du, dafür findest du dich witzig und du gehst normaler Mensch, also ohne Hintergrund, gibt niemals auf den Gedanken kommen, das der Realität zu machen. Das ist ja auch der Reiz und der Sache, wir leben in einer Gesellschaft, du gehst Normen, du gehst auch Regeln, denen sich normalerweise halt. Ja. Die Videospieler wie auch Bücher und andere Sachen, wo ihnen so die Realität flüchtet eigentlich. Du hast die Möglichkeit, die Grenzen, die von der Societät gesagt sind, auszuprobieren, zu pushen. Und ich denke, just in Mass Effect Serie zum Beispiel, da kann ich ja dann als Paragon spielen. Weil ich meine immer, weil ich probieren, aber also in moralisch Werte, mit Wertgestellungen und Spieler zu porträtieren, ich da wie umgedreht mit einer Menge Situation. Und ich spiele dann immer als absolut perfekte Paragon. Mir du hast dann den Anteil von der Leute und ich finde auch ein bisschen ausprobiert, allein als Vierwitz. Was geschieht da, wenn ich eine Renegade-Decision mache? So, okay, ich will auf Spaces gucken, was geschieht. Direkt nur Hund auch schlecht gewissen. Aber es forciert ja auch keinen in die Sachen zu spielen oder zu machen. Wie gesagt, ich schon immer eigentlich Paragon gespielt. Ich kriege kein Renegade zu spielen. Aber das ist der Spaß vom Spieler. Und auch, ob ihn das dann überdreht, ob eine seine Realität, das ein ganz komplexes Thema, wo ich direkt so dass ich da bei Mengen Freundeskreis nicht kann beobachten. Das sind alles friedfertige Leute eigentlich. Und ich schon auch knapp ein Weg für die. Also, das ist ja. Also, selber ist doch, wenn du zum Beispiel gegen sein Vorbild, wie du siehst, eben nicht Sachen ausprobieren, die es dann am Leben nicht. Wenn du Rennspiel spielst, wo du 300 durch Gagen fährst, das also ich meine, bei einem normalen Verstand bringt das natürlich auch nicht dazu, dass du Hanolo an dein Auto klemmst und mal 300 durchgehen fährst. Ja. Und den mischt uns wahrscheinlich, hätte doch wahrscheinlich auch nicht spielen. Das ist für den Punkt. Und du musst das nicht immer just nicht, weil du nicht darfst, aber du musst doch nicht, weil dein Gehirn da ja sieht, ich bin nicht kapabel, mal 300 zu führen als Beispiel und Kontrolle zu behandeln und so weiter. Und das nicht, weil es dann ein Spiel merkst, du weißt, geschieht dann eigentlich in einem Spiel. Das hätte ich ja auch schon davon oben am richtigen Leben. Selbst als doch mit der Gewalt, ich meine, du erscheißt dich in einem Spiel, mit schon lange nicht mehr der Fakt, dass du am richtigen Leben, ich weiß nicht, also das ist schwer für mich, so, weil ich halt, wie gesagt, ich kann nie, du musst ja schon etwas tun am Kopf, was am meisten ist, an Gewalt umzudrehen. Und ein Spiel, was du im Fernsehen spielst, ist absolut nicht dran, dass das bei der genau ist. Also, nee, ja. Ich stehe mich nur fest, ich so, nicht, das ist nicht so. Nee, das ist meine Meinung, das kann ich mal gut, nee. Das ist ein Argument für viele. Ja. Und das ist ja auch immer das mit der Immersion, wie du siehst, dass an den Spieler, das ist nicht wie beim Film, du als den Trigger trägt. Ja. Und ich denke, bei der Virtual Reality geht das nur noch ein Kehr. Neue Niveau und Diskussionen, weil das einen ganz anderen Level als Immersion.
Die ganze Diskussion wird sicher das werde ich noch zuspitzen, denke ich. Auch wenn du eben die Echtspieler kommen, wo du kannst schießen, geh du schon Demo, wirst du dann Sache, so ich leid. Ja. Ja. Nee, die Diskussion wird sicher neu abgeführt gehen, wann die die werden Lo nie die abfallen, VR. das halt, Nee, die werden doch vielleicht nie das ist auch abfallen. so nicht schlecht, dass Diskussionen Nee, da absolut. ist. Das wie so, ich fand just eben, dass eben immer schön, dass immer eine Seite will unbedingt sein, beweisen die anderen unbedingt sein, anstatt einfach eben sich So zu mit ähnlichen zu so, ja, gewissen Influencen hurtet, das ist nicht den Teufel, den immer gemalt wird. Nee, und sind auch mit nimmer Videospielen. Voilà, ja. Das ist Das ist auch Medien, ja. Der Gedanke funken direkt völlig. Aber das soll zum Beispiel die Konklusion, was wäre da los, schon zum Beispiel was für ein Gaming Zone? Kinder nach Zensur ja oder nee? Kinder nach Kommentare vielleicht. Kommentare von den Lines, ja, ganz interessant. Ich lesen den Heim einfach ganz wie nass ja. vom Sam van Maris, den hört er auf Facebook hört geschrieben auf Deutsch. Die Diskussion war bei Comics, Filmen, Musik und jetzt bei den Spielen von Dungeons & Dragons, das uns zu Satanisten macht, 1980 Medien gegen Dungeons & Dragons. Zu der Zeit von Stadt nach nicht so bis hin zu Metal-Musik, wo uns anscheinend in den Amok-Lauf jagt. So wie an den 80er Medien gegen Metal, an den 90er Marilyn Manson, zum Beispiel mit Columbine, wo Team sing schuld war. Ne? Im Moment kommt oft die Diskussion über die Brutalität der Spiele, Klammern Hatred. Wir hatten dieselbe Diskussion schon in den 80ern und in den 90ern. Leider geht die Diskussion immer denselben Weg. Leute beschuldigen ein Medium, das sie nicht leiden können, dass es schlechte Auswirkungen auf die Jugend hat und die normale Presse springt darauf, Leute wollen, dass was verbannt wird oder zensiert wird, ohne Beweise zu bringen, dass es wirklich schlechte Auswirkungen hatte. Die Studien, die mit wissenschaftlichen Standarten durchgeführt werden, zeigen, dass Videospiele in vielen Punkten positive Punkte bewirken. Diese Studien werden aber kaum erwähnt in den Medien. Und da Spiele wie alle anderen Medien heutzutage einem erlauben, sein eigenes Produkt zu erstellen und zu veröffentlichen, werden viele andere Spiele entwickelt und da wir immer nur hören, wie schlecht dieselben 25 Spiele sind, bleibt die Frage, was ist mit den anderen Millionen Spielen, die existieren. Schon paar gute Punkte sind dran. Zum Beispiel, oft gehen halt die Spieler so brutal und es gibt Tonnen einer Spieler, die just wahrscheinlich oft nicht so bekannt sind und berühmt sind. Das wie man Hatred zum Beispiel so ein Hatred, ja, das ist ein brutales Spiel und klar, der Kontext ist auch, an dem Spiel geht es ausschließlich darum, unschuldiger umzubringen. Es gibt aber vergleichsweise Tonnen Spieler, die visuell genauso brutal sind und auch Kontext auch nicht viel besser als die dann nicht erwähnt gehen, just weil sie nicht so bekannt sind, ne? Weil nicht so viele Leute da spielen und so. Das so Hatred für mich auch, wie ich so von dem Spiel her gesehen und ich bin auch gefragt, okay, für was? Ja. Das steht Freiheit auch also Meinungsfreiheit, mir der so, wenn man will, künstlerisch frei, fallen. Da muss sich aber dann an dem Fall aber trotzdem behaupten. Das heißt, den Entwickler hat das so gesehen, er wollte das so machen, aber wenn das eben für die Leute eben von der geschmacklos ist, da verkauft sich das Spiel nicht. Ja, das war ja auch ein Spiel, war ja die größte Diskussion. Das war eine große Diskussion. Was von Steam, was Steam. War auf Steam, du hast ja von Steam raufgeholt, weil Leute sich abgeregt haben, dann kann er das machen, das Gewaltverherrlichung, das ist mega brutal, dann macht das nicht. Ja. Das ist drin raufgeholt, das ist zum Schluss auch im Druck gesagt, auch mal Argument von der künstlerischen Freiheit, Meinungsfreiheit. Und boom. Das auf Steam, die Leute wissen, dass du hast, die Leute fanden kontrovers, mir seht ja aber kein Kauf das, spielt das. Unbedingt, du musst das machen. Nee, das ist eine Entscheidung, die trifft voilà. Für die Leute, die wollen spielen, bonsoir, was sie das dann brauchen, was sie wollen, vielleicht wollen sie doch einfach das Firmendenker spielen. Einfach für zu wissen, was das ist. Man kann ja auch so in der brutal sein, in dem Spiel sie die Exekutionen, du stehst du dein Leben rum abfällst. Das ist der Witzige, der sagt, du kriegst den HP nicht mehr bei, was du Leute verschiedene Reviews geguckt von Leuten, wo sie auch so, dass spätestens nur 5 Minuten nervt es statt. Weil da, also, wenn du Gewalt mal eins durchschlägst, wirst du mir einfach der Fakt, dass immer, wenn du Taschen mussten, die, weil das ja 8 Cutscene, die da können, auch das schon echt statt bist, wo die Leute
weißt du, Ja. schon lange nervt dauernd müssen zu machen ne? Das ist das nicht das Leute so oh, cool die Gewalt weißt du, nee, das du hast gerade wo ich über das Spiel gelesen und ich habe gedacht okay wenn das dann Ziel oder das Story gibt kein nee du brauchst just Ich meine, mal das einfach, Käfer wie du und- stirbst, ne? wie Ja, das stirbst. ja. Das war auch ein Kritik auf viele Reviews. Voilà, Das voilà. so tun, ich empfand Gewalt nicht also schrecklich, weil ich schon nicht wirklich den Schwur gehabt, das du zu machen. Ja. Das hat ähnlich, was du machen kannst. Ja. Und wenn ihm das 4 will, möchte, spätestens nur 10 Minuten, dann fange ich nur Däumchen zu drehen. Weil- Voilà, Ich voilà. kann mir auch vorstellen, dass das Spiel kann. Du lebst auf Lust und Rum, du scheißen und du hast kein Ziel. mein, Was da für Schwanz so ja das ist immer okay, okay, das- Ziel ist immer einen gewissen Unzahl von Punkten oder Imbrücht zu holen Ja, ich das ist auch- Hauptziel das von ist- den Entwicklern war einfach dass darüber geschmack wird an Ja, unsere Auflösung. ja, Ich meine, ja, Ja, geht ja auch um das auch sehr lang. ich meine, also Das ich ist würde schon langweilig geklungen. Ja. ja also für mich ist das auch zum Beispiel nicht so eine Nee, für mich klingt das mega langweilig, Ja, weil ich ja. kein Ding Ja. zu und voilà, das hättest du dann noch rausstellen bei so Spielern. Also du weißt es ja dann noch, dass die Spieler am Anfang aber trotzdem sophisticated das sind. Die Ja. wollen nicht einfach Ja. Gewalt so, ja, das tut mich nur Ja. gut. Voilà. Die wollen aber etwas und voilà. Also das wird dann zum Beispiel eher Lesung zu dem größten Problem, wo die Politik immer darüber geht. Zensieren ja oder nee und dann ist schon das schon mal ein bisschen mehr streng mit der Zensur. finde ich streng. Und was so der dann nur zum Beispiel für als Lützburg Politik so oder ja zu Zensur oder nee zu Zensur auch für wann geht das so Ich so ein Nee zu Zensur. und aus welchem Grund Aus dem Grund einfach, weil eben die künstlerische Freiheit. Ich fand das wichtig, auch von den Spielern. Das ist auch bei Musik, du hast das bei Religion, bei Ding, Meinungsfreiheit, Ding, Ausdrucksfreiheit. Und ich fand das auch über Spieler drüber. Wir sind einfach ganz so, dass die Spieler, das kann man nur längst leiden. Es sind sehr viele Leute, die das machen. Ich weiß nicht, das ist auch schon viele Spieler auch gespielt, die zensiert waren. Und das ist einfach mega komisch. So. Weil verschiedene Sachen gehen einfach auch billig zensiert. In dem Beispiel ist zum Beispiel Fallout 3, das wünscht man in Deutschland gehabt. Das zensiert, viele Reviews, wenn du bei Fallout können noch bei dir unter dem mehr hast, zum Beispiel. Du hast gemerkt, dass du soll etwas geschehen an den Animationen. Mir die Manager, die Gegner, die sind einfach unter dem gefühlt, wie blöd ist. Also hast du mega Ragdoll-Effekte. okay. Kann mega blöd sein. Aber das ist eine Nebensache von auch mehr. Ich fand, das Spiel sollst du so spielen, wie du es gedacht hast. Dass es so zugänglich ist, wie der Entwickler das wollte präsentieren. Aus seinem Point of view. Okay. Ja, ich bin so der selbst der Meinung, also ganz großen Schwerpunkt liegt für mich auf der Jugend, also das klar gestaltet, dass die Spieler nicht für Jungkleid gedurcht sind, ganz Jungkleid. Das ist natürlich schwer, wie man gesagt hat, immer durchzusetzen, mir das eben do viel Wert drauf gelöscht wird. Und dann auf der anderen Seite Gesellschaft, Familien, auch viel Wert drauf legen, Materie kann das überhaupt sich mal zu interessieren, was konsumieren hier kann er, und dann darüber hin auch eben mit ihnen zu schwätzen, was dann zum Beispiel auch so auch mal frohen, wie fühlst du dich, wenn du das spielst, oder was denkst du dabei? Weil du hast ja dann noch die unterschiedlichen Seiten anscheinend. Es gibt verschiedene Kanäle, die für so das ist ja nicht mehr ein Spiel, schon für kleinen Munds, aber die vielleicht nicht so direkt merken, und du hast dann eigentlich schon den Älteren und der Gesellschaft im großen Ganzen für drauf zu reagieren. Und Zensieren fand ich auch ein Beispiel für mich, als wie Brothers in Arms, Brothers in Arms, mir in allen aber schon, die mich damals ein bisschen schockiert hat, weil das war ein, wusste, wenn du ein Granat bei Gegner gehalten hast, dann sind noch wirklich Körper, die da extrem realistisch weggeflogen. Und schon damals einfach schon mal gedacht, was schon ein junger Mensch so spielt, und ich aber irgendwie nach Lever gesagt, was geschieht, was ein Granat bei Jäger heißt, wie wann Blumen rundherum fliegen. Das geht auch so Spieler. Team Fortress, wo Bemol da Blumen durch Gegend fliegen, wo ich mich schon nicht mehr gefeiert, ich war junger Mengen, wenn du bei Chase da fliegen Blumen durch Gegend wie. Ja, ist schon, ja. Das ist also Zensur, nee, guten Encadrement an gesellschaftlich Schaffen mit dem Thema, ja, Müsste mehr thematisiert gehen, das ist logisch weit genug. Überhaupt an den Institutionen, wusste Ja. die Jugendliche kann er schaffen. Ja, auch Schule, das ja. ja. Da mal Martinen drüber schwatzen, weißt du, was spielst du daheim, wieso spielst du, was gefällt dir drin, was gefällt dir nicht drin. Und überhaupt, dass wann sowieso die Kontrolle gemacht gehen, das hat entweder mich streng durchgezogen, das hat wirklich auch kontrolliert, geht, hast du alle genug für zu spielen, weißt du. Das ist natürlich auch nicht verändern, dass sie sich bestellen oder da drin Kaffee gehen. Aber das
allgemein auch von der Urban, von den Politikern, die dann auch immer so haben, das muss gemacht gehen, das muss halt gemacht gehen, das ist nicht mal ein Hauptproblem am Funk. Ja. Das dumm ein bisschen habe ich gemacht, dann einfach so, verdammt dann. Ja. Nach für kurzen Aspekt dran, weil das auch mit der Zensur, ich fand das auch quasi unmöglich, weißt du, los siehst du, voilà, zensieren, okay, die einen Leute fanden, okay, du hast Grenz, das ist zu viel, die anderen Leute so, ja, nee, für mich ist schon tot Grenz, das heißt, wie zensierst du das halt? Das ist genau das. Ja. Also was zum Beispiel auch wie zum Beispiel war Call of Duty, ich meine, war World at War, wo sie gesagt haben, wo an Deutschland gesagt haben, das ist nicht richtig, dass der Punkten dafür kriegst, von denen scheiß. Ja. Also wenn sie zum Beispiel schon mal darüber angefangen sind, die Punkte immer abkommen, wenn sie denen scheiß, weggeholt. Das finde ich aber gerade ein bisschen kontradiktoire von, weil gerade dann, dass du Punkte gesagt hast, merkst du das für das Spiel und voilà, du musst die Punkte, voilà. Und dadurch war noch ein bisschen mehr realistisch. Ja. Natürlich ein bisschen komisch, von wie sie da rund wie sie in der Thema Rohgang sind für Zensur und das Spiel ranzubringen. Also als Spieler. Das wie man das da vielleicht liest, ein anderes Thema wie das wie man an Deutschland von der Spieler ist, die zum Beispiel am Zweiten Weltkrieg spielen oder so, wie es kein Hakenkreuz-Symbole, wo ich persönlich fand, also ich meine, wir sind auch klar gegen Nazien, wenn du ein Spiel spielst, was dann in einer historischen Zeit spielt, wieso dann, das für echt, du musst ja echt kontraproduktiv bist du mal dann dem nee weiß das nicht anstatt so ja so war das war hier Symbol und das Base-Symbol sozusagen voilà. Also ich fand noch also Apps zensieren oder Apps verbieten also einfach den Lesen an noch den blödste Schritt ist einfach ein Problem einfach entgegenzugehen und einfach zu so nein das geht einfach nicht schnell wäsche man das Problem nicht gelesen das ist das Problem einfach nicht gelesen die auf andere Plätzen umsetzen das ist so schwarz-weiß das viel mehr differenziert und geht nicht durch bei Spieler sich zu gehen als Ursache oder als Hauptproblem das muss ich viel systemisch gucken weil auch wenn die gegen Videospieler zensieren oder ganz verboten oder ganz verbieten und andere Sache gegen machen da werden auch immer Gewalt an der Gesellschaft. Dem Novelo vielleicht nicht mehr oder Mann, wie viel drin. Du siehst ganz andere Probleme, die man spielt. Das ist einfach mal immer drüber raus. Genau, eben genau. Die Gewalt geht führen der Videospieler. Ich will die ganze Geschichte von der Menschheit noch schon wahrscheinlich gemacht. Videospieler rauskommen und fängt mal an. Nee, Gewalt war ja noch immer also omnipräsent Sache, also bei mir sind aggressiv der also da das ja klar ich meine ich fand ein bisschen heuchlerisch einfach an Videospielwelt du in der Fangerweise zu gehen und so du als die Verursacher von einem Problem den ich schon lange geht und zweitens ich der minoritär also verdrücken also wie das überall das minoritär das nein relativ so jung und das dann nicht ausgiebig erforscht gehen ich meine die echt viel Studien also die Wahl für Studien darüber kommen Spiel Death Race voilà, wo sie schockiert waren obwohl auch so Pixel sind so wie überhaupt dem einer sagt mir wo dann angefangen hat forschen natürlich das noch nicht so lange hier du kann ich nicht so viel aus machen die Etüden stellen natürlich auch nicht immer so schwarz-weiß durch Nachrichten die Daten echt abpushen ja das wie die letzte Mal hatte wo dann der essentiellen Artikel das voilà, bestehenden Zusammenhang zwischen der Gewalt oder Spieler brutal Spieler machen das wie Gewalt und dann am Artikel selber stehen dann da so von der Etüde die so ja nee also da lang aus geht nicht der Grund leitet dann schon trotzdem nach geht die Überschrift ein bisschen fehlgelegt ja natürlich die Überschrift sollte schon dann das was mich auch immer nach die Durchstellung von den Sachen also du appellieren Jiu-Jitsu-Verein die da wie guckt dass sie sollen an Froden auch selber auch ein bisschen sich Gedanken darüber machen vielleicht selber Recherchen darüber machen statt einfach seine Meinung zu holen und so zurück zu gehen Artikel nicht just
die Überschriften lesen. Ja. Das ist auch oft Das bildet ein Meinungssystem. Ja, und dann probiere so objektiv wie möglich zu gucken. Du nicht zu viel und nicht ein Extrem oder das andere zu fallen. Weil das ja auch sind, die auch, nee, das ist gar nicht brutal spielen. Und das kann gar nicht zur Aggressivität führen. Und das ist ja so auch nicht ein absolut wahres. Ja, Nee. Die zwei absolut. Seiten, die immer verschiedene Perspektiven. Also Zensur, nee, ist ein schlechter Schritt, aber mehr Kontrolle an ob die Altersbegrenzung, vielleicht mehr Aufklärung, auch für die Mehr Älteren, Enkadrierung. ja, mehr Enkadrierung, einfach an dem Sinn wäre vielleicht ist ja positiv die Problematik, die vielleicht wahrscheinlich präsent ist oder nicht, oder also die wahrscheinlich nicht präsent ist, wollte ich so, mir trotzdem für darauf zuzugehen und dann mal vielleicht zu gucken, dass da selbst werdet mangelt Menge Minuten Aufklärung für allem von den Älteren noch. Ja. Ja. Well, das Thema haben wir gepackt. Flott. Du kannst recht, das schwer.